Herzlich willkommen zu deinem Bikini-Fitness-Yoga für deine perfekte Bikini-Figur. Denk an dein Popöchen, deine Beine und deinen Bauch. Also nimmst hier mal 3 tiefe Atemzüge in deiner Tadasana. Verbindest dich mit dem Hier und Jetzt, mit deiner Matte, kommst an im Hier und Jetzt. 3 tiefe Atemzüge bis zu deinen Fußsohlen hinab und lässt los. Gedanken, Emotionen, To-Dos, Erwartungen. Und nochmal richtig tief frische Energie und Luft einatmen, dich verwurzeln mit der Unterlage, mit dem Hier und Jetzt. Und nochmal ganz schön loslassen. Nimmst hier nochmal eine tiefe Atemzug und kommst in deine Chair Pose. Und da bleibst du für 3 weitere tiefe Atemzüge bis zu den Fußsohlen hinab. Das stärkt dein Popöchen und fördert die Durchblutung von deinen Beinen. Und von hier kommst du jetzt mal zuerst in deine Vorwärtsbeuge. Lässt deinen Rücken hier richtig schön aushängen, denn alle Bauchmuskeln und Popöchen oder die meisten von den Übungen gehen ziemlich auf den Rücken. Deswegen den Rücken dazwischen immer schön wieder entspannen und auch dich entspannen. Von hier aus kommst du in deinen ersten herunterschauenden Hund. Und auch hier lockerst du dich zuerst mal ganz entspannt auf mit 1, 2 Schrittchen an Ort und Stelle, bevor du von hier in den dreibeinigen Hund kommst. Und immer wieder dein rechtes Knie abwechselnd zum rechten Ellenbogen und zum linken Ellenbogen führst. Jetzt haben wir hier schon 2 Sessions gemacht. Jetzt kommen noch 3 weitere. Dein rechtes Knie zum rechten Ellenbogen, dein rechtes Knie zum linken Ellenbogen, wieder hinauf in den dreibeinigen Hund und nochmal das Knie zum Ellenbogen, Fuß hinauf und zum linken Ellenbogen. Und jetzt hier mal nochmal 1, 2 Schritte den Rücken entspannen, bevor es weitergeht mit der linken Seite. Sobald du soweit bist, bringst du von hier aus dein linkes Bein weit in die Höhe, kommst in einen dreibeinigen Hund und führst von hier aus dein linkes Knie zu deinem linken Ellenbogen, abwechslungsweise wieder zum rechten Ellenbogen, hinauf zum rechten Ellenbogen, in den dreibeinigen Hund, zum linken Ellenbogen und nochmal hinauf und zum rechten Ellenbogen. Und hinauf und zum linken Ellenbogen. Und jetzt nochmal einmal für dich, bevor wir dann hier wieder zurück in den herunterschauenden Hund kommen. Und du dich hier nochmal ein bisschen kurzzeitig entspannen kannst. 1, 2 Schrittchen in deinem herabschauenden Hund, nochmal einen tiefen Atemzug, bevor du dann von hier aus in deine High Plank kommst. Dein Po ist schön in der Höhe, dein Rücken hängt nicht durch. Und von hier aus kommst du nochmal in so eine halbe Liegestütze, bevor du von hier aus deinen rechten Arm nach oben hebst, in die Side Plank kommst, Blick zur rechten Hand hinauf, nochmal tief einatmen mit der Ausatmung, rechte Hand wieder zurück zur Matte, von hier aus mit der nächsten Einatmung, linke Hand zum Himmel hinauf, Blick zur linken Hand, nochmal tief einatmen, hier mit der Ausatmung, linke Hand wieder zurück zur Matte, von hier aus kommst du mal in deine Low Plank und drückst sie nochmal schön hinauf in deine High Plank. Starker Bauch, starkes Popöchen. Von hier aus kommen wir in ein Dreifüßler in der High Plank. Zuerst dein rechtes Bein anheben, dann dein linkes Bein anheben, dann dein rechter Arm wieder anheben, dein linkes Bein. Jedes einzelne Glied von deinem Körper abwechslungsweise leicht anheben und so die restlichen Glieder auch noch zusätzlich stärken, auch dein Core, deine starke Mitte nochmal stärken, nochmal ein Durchgang für dich alleine. Rechter Arm, rechtes Bein, linkes Bein in die Höhe. Und von hier aus kommst du jetzt zurück in deine Child's Pose, runder Rücken, 3 tiefe Atemzüge hier, vollkommen entspannt. Geborgen und sicher in deiner Position, Kopf, Knie, Herz nah beieinander. Und mit der nächsten Einatmung kommst du von hier aus in eine Vierfüßlerposition und streckst rechtes Bein, linker Arm abwechselnd ab, bringst deinen Ellenbogen und Knie unter deinem Bauch zusammen. Genau nochmal. Bein ausstrecken, Arm ausstrecken, Ellenbogen und Knie unter deinem Bauch zusammenbringen und nochmal weit auseinander mit der Ausatmung. Knie und Ellenbogen zusammenfassen. Jetzt hast du 5-mal gemacht. Und zur linken Seite, also rechter Arm, linkes Bein in die Höhe. Und dann abwechslungsweise 5-mal hintereinander Ellenbogen und Knie zusammen unter deinem Bauch bringen.
Mit der Einatmung weit ausspannen deine Glieder. Mit der Ausatmung Ellenbogen und Knie unter deinem Bauch zusammenbringen. Nochmal ausspannen und zurück in den Vierfüßlerstand. Von hier aus streckst du jetzt dein rechtes Bein gerade nach hinten aus als Verlängerung deiner Wirbelsäule und ziehst große Kreise mit deinem Fuß in der Luft. 10 nach außen und dann 10 Kreise nach innen. Jeder einzelne Muskel deines Popöchens hier richtig nochmal aktivieren. Und sobald du deine 2x10 Kreise gezogen hast, ziehst du deinen Fuß auf die Seite des Körpers, sodass du immer 45 Grad von einem Kreis bzw. 90 Grad von einem Kreis von hinten auf die Seite ziehst und hier nochmal deine seitlichen Po-Muskeln schön aktivierst, sowie aber auch deine Bauchmuskulatur nochmal bewusst stärkst. Mach vielleicht hier auch nach Lust und Laune 10 Hiebe auf die Seite. Bevor es dann zur linken Seite geht, dein linkes Bein nach hinten ausstrecken, 10 große Kreise in der Luft, von außen nach innen zum Beispiel drehen, jeder einzelne Muskel deines Popöchens abholen, sobald du die 10 Kreise gemacht hast, die Kreise nach außen nochmal 10 würde ich dir hier empfehlen und nochmal weiter drehen. Sobald du hier deine 10 Kreise gemacht hast, ziehst du auch hier deinen Fuß von der Mitte zur Seite, linken Seite hinaus aus, um nochmal die seitlichen Muskeln sauber abzuholen. Starker Popo, starke Mitte, starker Bauch. Und zurück in deine Child's Pose. Hier nochmal für 3 tiefe Atemzüge entspannen. Jegliche Anspannung, Stress ausatmen, loslassen. Bevor du hier nochmal zurückkommst in deine Dreifüßlerposition und dein rechtes Knie anwinkelst, sodass die Fußsohle zum Himmel hinauf schaut. Und hier drückst du mit ganz kleinen Bewegungen deinen Fuß Richtung Himmel, als ob du den Himmel jetzt stupsen würden möchtest. Mach das 30 Mal, sanft nach oben ziehen. Ganz kleine Bewegungen, große Wirkung. Und von hier aus dann das linke Bein in die Höhe, linkes Knie anwinkeln und mit der Fußsohle Richtung Himmel hinauf stupsen. Kleine Bewegungen 30 Mal oder 20 Mal. Wenn es noch zu anstrengend ist, fang mit 10 Mal an. Die Wiederholungen sind in deinem Ermessen. Bis dein eigener Maßstab. Und dann das Bein ausstrecken, zurück in die Vierfüßlerposition und dich von hier aus hinaufstoßen in deinen herabschauenden Hund. Nochmal 1, 2 Schritte an Ort und Stelle nehmen. Mal tief einatmen in deinem Hund, ausatmen. Mit der Ausatmung kommst du hier nochmal in deine High Plank. Und weil es so schön war, heben wir hier nochmal unterschiedlich dein rechtes Bein an und zusätzlich jetzt mal den linken Arm. Und jetzt das linke Bein in die Höhe, den rechten Arm ausstoßen, wieder zurück, rechtes Bein hochheben, linker Arm und linkes Bein, rechter Arm, nochmal hinauf. Und weil es nicht immer ganz so einfach ist, machen wir hier noch einen dritten Durchgang. Und das linke Bein, der rechte Arm dazu. Von hier aus kommst du nochmal in deine Vierfüßler, von der Vierfüßler aus in deine Child's Pose. Kommst hier auf deine Knie und machst hier Ladies Liegestütze, um eher den Bauch und die Arme ein bisschen noch zu formen, zu aktivieren. Denk aber daran, die Ellenbogen so nah wie möglich an deinen Körper zu bringen. Wir wollen ja Bizeps und Trizeps, also unser Winke-Winke-Arm hier ein bisschen bearbeiten. Und nicht nur die Brustmuskulatur. Sobald du hier vielleicht deine 10, 20 Liegestützchen gemacht hast, zurück in die Child's Pose, hier nochmal tief durchatmen. Und dann aufrichten über die Vierfüßler-Position in deinen herabschauenden Hund. Hier nochmal vollkommen entspannt. 2, 3 Schritte an Ort und Stelle machen. Dich nochmal hier richtig schön langstrecken, durchstrecken, Wirbelsäule entspannen. Nochmal tief einatmen. Und dann dein rechtes Bein nochmal in die Höhe und deinen rechten Ellenbogen, dein rechtes Knie zu deinem rechten Ellenbogen führen.
Schön hinauf, herabschauender Hund, Ellenbogen und Knie zusammenbringen. Vielleicht hier auch nochmal nach Lust und Laune 10-mal. Beine in die Höhe und das rechte Knie zum rechten Ellenbogen. Sobald du soweit bist, bringst du hier dein linkes Bein in die Höhe, in den dreibeinigen Hund und presst dein linkes Knie zum linken Ellenbogen. Ausatmen, einatmen, strecken, ausatmen, Knie und Ellenbogen zusammen. Und auch hier nach deinem eigenen Ermessen 15, 15, 20 Mal. Kommst dann zurück in die High Plank, hier nochmal eine leichte Liegestütze, das mal aber mit dem ganzen Körper auf die Matte bringen. Beine leicht spreizen, um den unteren Rücken zu schonen, die Arme vor dir ausstrecken, schulterbreit, Blick geht eher zur Matte hinab und mit der nächsten Einatmung alle Glieder in die Höhe, in deiner Heuschrecke. Hier 2, 3 tiefe Atemzüge, versuchst dich noch ein bisschen weiter in die Höhe zu stupsen und sobald du hier fertig bist, Stirn auf die Matte, einen kurzen Moment entspannen. Tief einatmen, ausatmen und dann deine Arme auf die Seite deines Körpers bringen, Richtung Füße hinab ausgerichtet und mit der nächsten Einatmung hier nochmal alle 4 Glieder in die Höhe strecken. Deine Heuschreckenposition, 2 tiefe Atemzüge hier, nochmal hoch zusammenziehen und um den unteren Rücken nochmal richtig schön zu schonen, drückst du dich von hier aus zurück in deine Child's Pose. Vollkommen entspannen. Bleibst hier für 2, 3 ganz bewusst tiefe, entspannende Atemzüge. Lässt aus mit jeder Ausatmung. So, von hier aus zeige ich euch jetzt noch 2, 3 Übungen. Von hier aus nochmal in die Chair Pose, aber von hier aus dein Popo jetzt sanft wippen. Achte darauf, dass du einen geraden Rücken machst. Kleine Bewegungen, große Wirkung. Kannst dir auch noch was zwischen deine Hände spannen, was dann noch die Bauchmuskulatur stärken oder noch intensiver stärken würde. Und sobald du hier genug hast, kommst du in die stehende aufrechte Position, nimmst ein bisschen einen breiteren Schritt ein, Arme vors Herz und von hier aus gehen wir auf unsere High Heels immer wieder abwechselnd in die Höhe, Ferse zurück zur Matte. Auch hier nochmal kleine, sanfte Bewegungen mit großen Wirkungen für Oberschenkel, deine komplette Bein-, Popo- und Bauchmuskulatur. Nun hier jetzt noch eine kleine Übung, wenn du mal irgendwo im Stau stehst, an der Kasse, ja gut, an der Kasse ist vielleicht ein bisschen übertrieben, aber irgendwie am Kopierer oder zu Hause, wenn du wartest, bis die Waschmaschine fertig ist oder dein Wasser kocht, nimmst du hier dein ein und das andere Bein abwechslungsweise in die Höhe und hebst auch hier kleine Schrittchen nach hinten, Ferse Richtung Himmel hinauf. Und das kannst du 30, 40, 50 Mal machen, kleine Bewegung auch hier wieder, große Wirkung. Sobald du soweit bist, noch dein anderes Bein in die Höhe und kleine Hiebe nach hinten hoch, Ferse Richtung Himmel. Versuch mit deinem Zeh nicht auf die Matte zu kommen. Ja, die gleiche Wiederholung wie mit deinem linken Bein. Bist dein eigener Maßstab. Und das kannst du jeden Tag ein- und ausmachen, wo du auch gerade bist. Das Gleiche gilt auch für deine seitliche Beinmuskulatur. Kleine Hiebe zur Seite hinauf, versuch den Rücken gerade zu halten. Das Tolle an dieser Übung ist, dass du auch dein stehendes Bein schön mit trainierst. Genau, nochmal das rechte Bein ein paar Mal hochwippen. Auch hier Wiederholung von 10, 20, 30, 40, 50 Mal in deinem ganz eigenen Ermessen. Ich hoffe, nun hat es dir gefallen. Entspann deinen Rücken noch ein bisschen und ich wünsche dir einen wunderbaren Sommer oder jetzt erstmal eine wunderbare Zeit, einen wunderbaren Tag. Ich danke dir. Follow me, deine Julie, The Golden Drop.